Herzlich willkommen, liebe Leute, bei einer neuen Emission von Stoßbusch, Blick auf Europa. Wir haben ein Dossier das Woche aufgestimmt, den eigentlich falschen vom Kilometerzähler bei den Autos. Das hört sich am Anfang an, wie bon, das ist nicht immens dramatisch. Aber wenn ich sich damit beschäftigt hat, gesagt, am Anfang wird es eine Ampleur, dass das Ganze hat. Dass das wirklich einen großen Impact hat. Einerseits eine wirtschaftliche Situation, dass da gehen 9 Milliarden all Jahre auf wirtschaftlicher Front gemacht. Einerseits aber auch für den Verbraucher, dass ein Betrug Verbraucher, wenn ein Auto kauft, wo der Kilometerzähler gefälscht ist. Und natürlich auch eine Beeinträchtigung von der Straßenverkehrssicherheit. Und das sind Punkte, die das Parlament am Anfang bewegt hat, dort zu reagieren. Wir hätten gerne europäische Initiativen, wir hätten gerne europäische Gesetzgebung an dem Dossier. Für was hätten wir das gerne? Weil bislang keiner reagiert hat. Es hat keine Kommission reagiert, es hat die Memberstaaten reagiert. Das heißt, es gibt mit Ausnahme von der Belgien, die ein System K-Pass angefordert haben, wo Holland sich dort geschlossen hat, hat am Anfang noch keiner reagiert. Bei mir hier am Plateau, bei mir ist mein Kollege Ismail Ertug. Er ist Koordinator von den Sozialisten und Demokraten, von der Fraktion, eine sehr wichtige Persönlichkeit. Wir arbeiten viel zusammen, wir arbeiten gut zusammen. Und er ist Berichterstatter von diesem Dossier. Ich bin Schattenberichterstatter für die EVP. Ismail, du wirst unseren luxemburgischen Zuschauern ein bisschen erklären, dass die Wichtigkeit des Dossiers habe ich eben dargestellt, geschildert. Du wirst ein bisschen auf die Inhalte eingehen. Was haben wir jetzt da konkret an Vorschlägen hervorgebracht? Ja. Zunächst einmal schönen guten Tag an die Zuschauerinnen und Zuschauer in Luxemburg und danke, Josh, dass wir hier heute Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. In der Tat ist es ja so, dass wir je nach Studie einen wirtschaftlichen Schaden pro Jahr haben, das sich zwischen 5 und 9 Milliarden Euro bewegt innerhalb der Europäischen Union, alleine durch die Manipulation der Tachografen in den Autos. Und das haben wir versucht aufzugreifen, also habe ich versucht aufzugreifen im Europäischen Parlament, auch deshalb, weil es ja gute Beispiele gibt. Zum Beispiel gibt es in Belgien und Niederlande ein System, das auf nationalen Datenbanken beruht. Das heißt, dass man bei jeder Gelegenheit, wo man das Auto vorfährt, ob das jetzt die Hauptuntersuchung ist, ob das eine Reparatur ist, ob das ein Service ist, Reifenwechsel dass die Kilometerstände abgelesen werden und in dieser nationalen Datenbank hinterlegt werden. So haben wir natürlich in diesen Ländern eine fortwährende Speicherung von Kilometerständen, die es dann möglich macht oder zumindest nicht möglich macht, Manipulation zu begehen. Und diesen Ansatz haben wir versucht, den auch auf europäischer Ebene umzusetzen, indem wir auf die verschiedenen nationalen Datenbanken nun versuchen, die einzurichten. Aber entscheidend ist natürlich, wenn nationale Datenbank, dann kann das nur wirken, wenn sie miteinander vernetzt sind und jeweils ein Datenaustausch erfolgt. Das ist generell in Kürze die Idee, um genau dieses heute noch leider als Kavaliersdelikt zu gering geahndete Problem dann in Zukunft auch gänzlich aufzulösen. Es gibt ja innerhalb der Kommission keine große Bereitschaft, überhaupt keine Bereitschaft, einen Vorschlag zu machen, einen legislativen Vorschlag zu machen. Glaubst du, dass gerade weil verschiedene Generaldirektionen betroffen sind, sage ich mal Verbraucherschutz, Transport, auch die Justizabteilung, die Rechtsabteilung, glaubst du, wir haben jetzt gemeinsame Anstrengungen gemacht, glaubst du, dass wir innerhalb der Kommission jetzt trotzdem Gehör finden und irgendwie, dass die was vorlegen in Zukunft? Also ich muss dir ganz offen sagen, George, wenn diese Europäische Kommission nach so einer geschlossenen Abstimmung im Europäischen Parlament, erinnere dich, wir hatten 46 Ja und gerade mal eine Nein-Stimme diesbezüglich. Also die Kommission verfolgt das jetzt seit 1,5 Jahren, seitdem ich an diesem Thema dran bin, dass das Parlament äußerst geschlossen ist. Ja, es ist richtig, die Europäische Kommission hat verschiedene Generaldirektionen. Ich allein hatte mit 4 zu tun und es war deswegen auch so schwierig, sie alle zusammenzuholen. Es ist leider von der Struktur her immer noch so, dass es in der EU-Kommission, ich sage jetzt mal, die Bereitschaft nicht so in den Himmel wächst, wenn man generaldirektionenübergreifend zusammenarbeiten muss. Silo-Denken. Aber dennoch war ich dann auch dankbar, dass zumindest wir mit der DG Move und der DG Grow eine Lösung finden konnten, wie wir jetzt die Wochen und Monate angehen. Aber Fakt ist natürlich, du hast recht, dass die Europäische Kommission uns nicht versichert hat, dass sie da was einbringen will.
Und deshalb müssen wir dann Druck ausüben mit allen Mitteln, das uns zur Verfügung steht. Es kann einfach nicht sein, dass die Europäische Kommission als Exekutive, obwohl ihnen die Studien vorliegen, obwohl ihnen das Europäische Parlament eindrucksvoll dargelegt hat, wo das Problem liegt und wie man es lösen kann vor allem. Es ist jetzt nicht so, dass es ein Hexenwerk ist, dieses Problem aufzulösen und für die Zukunft hin zu gestalten. Also wir haben eine Lösung aufgezeigt. Jetzt liegt es an der Europäischen Kommission, sich aus ihrer Komfortzone zu wagen und dann einen Vorschlag zu machen, die Mitgliedstaaten dann in erster Linie verpflichtet, so viele Hindernisse, technische, organisatorische, wie auch immer, aufzubauen, um eben solche Arten von Manipulationen unmöglich oder unrentabel wie möglich zu machen. Das liegt an der Europäischen Kommission, vielleicht für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Deswegen die Europäische Kommission, weil sie das alleinige Initiativrecht besitzt. Das heißt, nur die Kommission kann einen Gesetzgebungsvorschlag vorlegen, die wir als Parlament und der Ministerrat gemeinschaftlich dann in Form von einem legislativen Prozess zusammenbringen kann. Daher der Druck auf die Europäische Kommission. Die Kommission ist ja bei jeder sich bietenden Gelegenheit, was die Straßenverkehrssicherheit betrifft, ja, mit dieser Vision 0, dass man auch hier überhaupt keine Bereitschaft spürt. Es ist ja einerseits der wirtschaftliche Schaden, ja, der Betrug am Verbraucher und natürlich auch die Straßenverkehrssicherheit. Und mir fehlt trotzdem und eine Gelegenheit, du hast es erwähnt, wurde auch 2017 verpasst bei dieser Typenzulassung. Ja. Und warum eigentlich ist das ich komme immer wieder darauf zurück, dass ich enttäuscht bin von der Kommission, dass hier keine Bereitschaft besteht, was zu machen. Das ist immer schwierig zu deuten. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das allein dieses Silo-Denken ist. Womöglich scheut auch die Europäische Kommission ein bisschen den Konflikt mit den Mitgliedstaaten, weil was würde das in Konsequenz bedeuten? Dass alle Mitgliedstaaten und jeder Mitgliedstaat hat irgendwie geartetes System, wie sie solche Sachen angehen will. Aber nicht alle Mitgliedstaaten haben ein ähnliches Datenbanksystem wie Belgien oder die Niederlande. Das würde dann dazu führen, dass die Mitgliedstaaten zunächst mal eine solche vergleichbare Datenbank aufbauen müsste und dann auch bereit sein müsste, letztendlich diesen Exchange, also diesen Austausch. Ich glaube eher, das aufbauen müssen sie ja sowieso. Eben. Aber diesen Exchange, diesen Austausch, wir müssen einfach auch, wir Europaparlamentarier, wir sind uns ja da einig, einfach kritisieren, dass die nationalen Egoismen im Jahr 2018 immer noch so stark sind, wie man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Also, dass es keine Bereitschaft gibt, hier im europäischen Sinne eine Lösung herbeizuführen, ist auch für den Verbraucher, für den Otto-Normalmenschen, der sich das anhört, ohnehin vollkommen klar. Aber in den Mitgliedstaaten gibt es womöglich dann noch irgendwelche Bedenken dagegen. Aber dennoch, ich kann die Europäische Kommission nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Dafür ist sie da. Ja? Dafür hat sie das Mandat und sie ist Hüterin der Verträge. Absolut. Sie ist Regulierungsbehörde in einem, sie ist diese starke Institution. Und wenn die Kommission vorlegt, dann hat sie das Recht, das zu tun. Und es gibt keine Gründe mehr und auch keine Wartezeit mehr, warum man das letztendlich zurückdrängen sollte. Absolut, ich gebe dir absolut recht und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort für unsere Initiative, für deinen Bericht. Du hast es erwähnt, sehr hohe Abstimmung, sehr hohe Zustimmung, sage ich mal, und Aufforderung an die Kommission, aber auch an die Mitgliedstaaten. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Ihr Schläfleit, danke Ismail für deine Teilnahme. Und ihr Schläfleit daheim, vielmals merci für das Nachgucken. Das ist ein Sujet, den uns auch noch weiterhin beschäftigen. Merci, wie gesagt, für das Nachgucken. Bis die nächste Woche.